Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 32. Spieltag der Bundesliga, und der FC trifft auf die Truppe des SC Freiburg. Und zu unserer gesamtsportlichen Situation ist jetzt wirklich von allen Seiten wirklich genug gesagt worden. Deswegen ersparen wir euch unsere Meinung dazu heute. Und wie ihr seht, wir stehen hier an der A1, ungefähr in der Nähe Widdersdorf-Bocklemünd, und das hat einen ganz bestimmten Grund. Ja, und wie immer hat das was mit unseren Shirts zu tun. Unser Spieltagsmotto lautet: letzte Ausfahrt. Erste Liga. 2 Kölsch. Auf 3 Punkte gegen die Freiburger. Prösterchen, Leute. Ja, wie gesagt, wir werden euch jetzt nicht nerven mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen und warum, was, wie noch klappen kann oder nicht klappen kann. Aber ich glaube, wir sollten trotzdem darüber reden, was uns ein bisschen minimal Hoffnung noch machen könnte, beziehungsweise was wir erwarten. Und ich erwarte vor allen Dingen erstmal, dass das gar keine Frage von Spielsystem, Taktik oder sowas ist, sondern es einzig und alleine darum geht, das Herz in die Hand zu nehmen und Vollgas zu geben. Ja, so wie wir das im Übrigen gemacht haben in Mainz in den letzten 20 Minuten. Endlich mal wieder. Ja. So lange nicht erlebt. Diese Truppe ist über ihren Schatten gesprungen, hat ihr Herz in die Hand genommen und hat noch ein richtig geiles Spiel zum Schluss gemacht. Es hat nicht gereicht. Zum Ausgleich hat es noch gereicht. Das ist überhaupt der einzige Punkt, der uns noch am Leben hält. Aber diese Mannschaft, die über ihren Schatten gesprungen ist, die würde ich jetzt wirklich auch gegen Freiburg und gegen Union und in Heidenheim die restlichen Spieler einfach durchspielen lassen, solange die Lungen tragen. Wenn einer da nicht mehr kann, muss er natürlich ausgewechselt werden, klar. Aber ja, oder wir legen ihn einfach auf die Linie, geht auch. Ne? Im Übrigen hast du genau das ja auch schon gesagt bei Losmer Schwade am Montag. Das war eine sehr schöne Veranstaltung, da haben wir ein bisschen mit dem Sinke diskutiert. Ja. Den kennt ihr alle noch, ne? Und der hat natürlich auch so seinen eigenen Blick auf die Sache gehabt und war ganz netter Abend. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das ja gesehen. Ja, war ja bei uns auch bei Facebook abrufbar, ist es auch jetzt noch. Also wer Lust hat, kann sich die 90 Minuten, die es waren, plus Nachspielzeit, gerne noch mal anschauen. Und ein gewaltiges Medienecho hat es auf jeden Fall gegeben. Also alleine durch diese Diskussion auch über einen potenziellen Präsidenten Lukas Podolski, was der Sinke dann anregte. Beziehungsweise er war ja relativ überzeugt davon, dass es so weit kommt. Aber da wollen wir gar nicht jetzt großartig weiter darüber diskutieren. Das machen wir bei Gelegenheit mal. Fakt ist, alle möglichen Zeitschriften, Zeitungen haben darüber berichtet. Und Glückwunsch auch an den Markus Krücken und den Eddie Bob von Losmer Schwade. Also da habt ihr mal wieder ein richtig dickes Ding an Land gezogen. So, und ihr gebt ja auch immer, da freuen wir uns wahnsinnig, euren Senf dazu. Das heißt, wir kriegen wahnsinnig viel Feedback. Jetzt ist aber was gekommen, da können wir den Senf auch brauchen. Unfassbar, wir haben ein Paket bekommen. Schönes, dickes, fettes Postpaket. 2 Kölsch. Draufgeschrieben in großen Lettern vom Daniel Laukes aus Saarbrücken, auch ein langjähriger Follower, der sehr aktiv auch immer viel kommentiert unter unseren Posts. Und was hat er uns zugeschickt? Es geht um die Wurst. Ja. Schöne Grüße von Olympique Lyon. Also eine Lyoner. Original saarländischer Lyoner. Lieber Daniel, ganz herzlichen Dank für diese super kreative Idee. Und gerne haben wir dir die Bierdeckel zugeschickt, da hattest du ja drum gebeten, und uns jetzt zum Dank diese Würste geschickt. Ich hätte Lyon ja in Frankreich verortet. Ne? Also man kann nicht im Saarland. Ne? Nein, also wirklich Wahnsinn. Ne? Wäre natürlich überhaupt nicht nötig gewesen, aber wir haben uns mega gefreut und die pfeifen uns heute Abend nach der PK, pfeifen wir uns die rein. Danke! So, was haben wir denn sonst noch zu besprechen? Ich würde sagen, Thema Bierdeckel, die kann man nicht nur bei uns bestellen, sondern man kann sie auch gewinnen. Das ist so, ja. Und ihr wisst ja, wir haben dieses wunderbare Gewinnspiel ins Leben gerufen, wo noch kein einziger von euch hat gewinnen können. Also wir glauben, dass vielleicht die Fragen bislang etwas schwierig oder sagen wir mal etwas sehr optimistisch gestellt waren. Deswegen werden wir jetzt keinen mehr drauflegen, also nicht noch einen Preis drauflegen, sondern Platz 1 bis 3 wird verlost unter denjenigen, die folgende Frage richtig beantworten. Wer verwandelt den ersten Elfmeter
gegen den SC Freiburg. Also die Wahrscheinlichkeit, ehrlich gesagt, Nee, nein, Quatsch. natürlich den zweiten Elfmeter. Nein, Nee, also wir wollten die Frage ja leichter machen ja. und vor allen Dingen auch wahrscheinlicher machen. Und deswegen fragen wir, wer schießt die dritte Ecke gegen den SC Freiburg? Also nicht die erste, nicht die zweite, sondern die dritte. Wir müssen dann auch schon mitzählen. Ihr könnt es auch tun. Und wenn wir jetzt es nicht auf 3 Ecken bringen, dann machen wir nie wieder Nein. ein Gewinnspiel, Nein. weil was für eine Scheiße wäre das denn? Nein. Also nein. Jetzt kommt das Zeug unter die Leute, ne? Und bitte nochmal alle rege mitmachen, ne? Aber wir freuen uns natürlich auch über andere Kommentare. Also ne, wenn die ganze Kommentarzeile nur mit keins oder sowas voll ist, dann Ja. freuen wir uns über die Erde. Aber wir wollen natürlich auch gerne, ne? Ja, klar. Sagt uns auch, wie scheiße wir aussehen oder Ja, sowas. oder Ne? wie laut es hier ist. Also der Ton ist natürlich heute an der A1 hier ein bisschen schlecht. Mal gucken, ob im Schnitt noch was geht. Aber Ja. dafür ist es authentisch und es passt ja auch zum Motto. So, genau. Letzte Ausfahrt, ne? Ja. So, und jetzt reden wir noch mal kurz über den Gegner, über den SC Freiburg. Und was fällt einem da spontan ein? Es Ja. ist das letzte Mal, dass wir auf den Trainer Christian Streich treffen. Wirklich eine Legende. Hört Ja. auf, für uns auch immer ein Vorbild. Wir haben sogar mal getextet, Vorbild Freiburg, Zukunft voraus. Da hatte der Christian Streich immer einen Riesenanteil dran. Wobei natürlich hat er auch irgendwo einen leichten Schuss, aber wer hat den nicht? Haben Ja, wir ja, auch. würde ich sagen. Aber ein geiler Mensch, ein geiler Trainer und lieber Christian Streich, von dieser Stelle alles Gute für deine Zukunft. Ja, und wir würden uns natürlich wünschen, dass wenn du schon gehst, dass du dafür sorgst, dass wir eine Chance haben, drin zu bleiben. Das wäre also ein ganz tolles Abschiedsgeschenk. Ja. So, wir winken auch brav. Ne? Also das wird auf jeden Fall es wird ein emotionaler Tag. Da bin ich fest von überzeugt. Also da kommen ein paar Dinge zusammen. Ne? Ja, so wie damals auch in Freiburg im Übrigen. Ja, ne? Und wer von euch noch mal ein bisschen in alten Bildern schwelgen möchte, Ja. der guckt bitte hier. Ja. Und nicht vergessen, das kennt mittlerweile wirklich jeder, vielleicht auch der Christian Streich, Channel abonnieren, nie wieder verlieren. Hat ja total gut geklappt. Ne? Wir sehen uns am Samstag in Müngersdorf. Grüß euch, Leute. Ich war zu schnell.